Geschichte vom Tannenbäumli. «Du, Tante Luise», hat am Abend Mathilde gesagt, «erzählst du uns heute noch mal eine Geschichte? Weisst du noch eine?» «Ja, aber sicher weiss ich noch eine.» «Du, Tante», hat Mathilde wieder gesagt, «es geht doch nicht mehr lang, bis Christkindli kommt. Ich kann es fast nicht erwarten, ich bin schon ganz verzwatzelt.» «So, du verzwatzelst fast. Dann solltest du aber lernen, ein bisschen mehr Geduld zu haben. Los nur zu, wie geduldig das Tannenbäumli war und wie es still gewartet hat, bis seine Zeit gekommen ist. Weil die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, ist in unserem Garten passiert.» Die Kinder haben ihre kleinen, runden Ellbogen auf der Tante ihre Knie gestützt und sie hat angefangen zu erzählen. Es war einmal ein schöner, grosser Garten. Da sind ein Haufen Bäume drin gestanden, wo die herrlichsten Früchte getragen haben. Auf dem einen sind Kriese gewachsen, auf dem anderen Birnen, auf dem dritten Äpfel und so weiter. Bei allen hat es etwas zu stibitzen gegeben, vom Frühling bis zum Herbst. Und die Kinder, die in diesem Garten gewohnt haben die Bäume fest gern gehabt. Jetzt war es wieder einmal Frühling und der Garten ist aufs Schönste geschmückt dagestanden. Die Kriesebäume haben ausgesehen, als wären sie mit Zucker bestreut. Die Pfirsiche hatten Blüten, rosenrot wie der Abendhimmel, und die Äpfelbäume sind mit weißen Röschen ganz überschüttet. Da hat es keinen Strauch und kein Bäumli gegeben, und sie waren auch so klein, wo nicht eine Blütenflocke oder ein leuchtendes, saftig grünes Blättchen hätten. Und wenn dann noch die Sonne reingeschonen hat, dann hat der Garten ausgesehen wie im Märchen. Aber mitten drin in all dieser Pracht ist ein kleiner, unscheinbarer Baum gestanden. Der hat gerade so ausgesehen, als gäbe es für ihn keinen Frühling. Starr und dunkelgrün hat er seine Nadeln ausgestreckt und nicht die allerkleinste weisse oder rote Blüte war dran zu sehen. Das Bäumli war trotz seinem bescheidenen Äusseren ganz zufrieden und hat sich nicht beklagt. Und wenn jemand ein Vogel auf seinem Wipfel gelandet ist und sich ausgeruht hat, dann hat es sich an seinem Gezwitscher so gefreut wie die anderen Bäume und hat gar nicht daran gedacht, wie unscheinbar es neben den anderen Bäumen ausgesehen hat. Das aber hat die schön rausgeputzten Bäume geärgert. Und ein hochmütiger Krisebaum hat plötzlich angefangen und gesagt, «Es ist ja schon ein rechtes Glück, wenn man gut aussieht und dazu auch noch nützlich ist in dieser Welt. Schaut nur meine feinen weißen Blüten an. Und wenn die runtergefallen sind, kommen die frischen grünen Blätter und zuletzt noch die prächtigen roten Kriese, wo die Leute so Freude daran haben. Bin ich froh, bin ich nicht so ein torchtiges Tannenbäumli, das zu nichts gut ist auf dieser Welt und uns dazu noch den Platz versperrt.»